Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschen. An der Plenarsitzung vom Europäischen Parlament zu Straßburg vom 18. bis 29. Januar war eigentlich nicht viel los, was das gesetzgeberisch Erbicht angeht. Dafür aber umso mehr, was die zukünftige Europäische Kommission betrifft, wie ich die letzte Woche schon hier erklärt habe, sind die Auditionen von den Kandidaten für Kommissär zu gehen weitergegangen. An den Donnerstag, den 19. Januar, sind sie zu Straßburg aufgeschlossen, mehr entgegen dem, was geplant war, kann aber die neue Kommission noch nicht den 26. Januar zu Brüssel angesagt gehen oder darüber aufgestimmt gehen. Textjuist gegen die bulgarische Kandidatin hat dazu gefordert, dass sie abgehen wird, ob schon klar war, dass sie sich nicht vorzuwerfen hat. Meine Schülerin hat Nerven wie rote Säler an einer Elefantenhaut. Lo muss die neue bulgarische Kandidatin auch an den Examen, die kann aber erst am 3. Februar stattfinden. Wir haben aber auch noch andere Probleme zu lesen, ehe wir über die neue Barroso-Kommission aufstimmen. Bei mir am Studio ist mein Kollege Klaus-Heiner Lehne, ein deutscher Deputierter aus Nordrhein-Westfalen, den Eisennegoziateur, als an den wichtigen Verhandlungen über einen interinstitutionellen Akkord, den wir auch am Vorfeld von eiser Zustimmung zu Barroso II aushandeln wollen. Dabei geht es auch um ein indirektes Initiativrecht vom Parlament. Klaus Heiner, guten Tag. Vielen Dank, dass du bereit warst, mit mir unsere Zuhörer zu informieren und auch zu erklären, was jetzt eigentlich los ist. Wie kam es zu dieser seltsamen Situation, in der wir uns jetzt befinden in Sachen EU-Kommission, und wie soll es weitergehen? Danke, Astrid. Es ist seit einigen Legislaturperioden das Recht des Europäischen Parlaments, die Kommissare anzuhören und erst nach der Anhörung der einzelnen Kommissarskandidaten in den jeweiligen Fachausschüssen zu den Ressorts, für die sie zuständig sind, dann anschließend darüber zu entscheiden, ob die Kommission als Ganzes bestätigt wird oder nicht. Ja. Und das haben wir jetzt, wie gesagt, schon zweimal, das ist jetzt das dritte Mal gemacht, und da besteht natürlich immer das Risiko, dass es Konflikte gibt zwischen den vorgeschlagenen Kommissarskandidaten und der Ansicht der Abgeordneten im Hinblick auf das politische Programm oder die persönliche Präsentation dieser Kandidaten für das Amt in der Kommission. Ja, Kandidaten werden von den Regierungen vorgeschlagen. Exakt so ist das, ja. Die werden von den Regierungen vorgeschlagen, der Kommissionspräsident muss sie aber akzeptieren. Ja. Und leitet sie dann die Namen an das Parlament weiter, und wir organisieren dann selbstständig die Anhörungen und informieren den Kommissionspräsidenten davon, was wir vorhaben. Ja, und er bestimmt auch die Portefeuilles. Er bestimmt auch die Portefeuilles, und der Stand der Dinge ist der, dass eigentlich von Anfang an relativ klar war, dass die bulgarische Kandidatin Jeleva Probleme haben würde. Das ging ja durch die Presse. Informationen und Gerüchte über angebliche Verwicklungen ihres Ehemannes in angebliche mafiöse Strukturen oder was auch immer. Es war ein offenes Geheimnis hier im Hause, dass die Linksfraktionen plus die Liberalen sich auf die Kandidatin einschießen würden. Genau das ist auch in der Praxis passiert, und man hat es offenbar geschafft, in der Anfangsphase sie durch ungerechtfertigt erhobene Vorwürfe, inzwischen wissen wir das, muss klar sein. Ich will das mal so sagen, sie persönlich zu destabilisieren in der Anhörung, und das ist ganz offensichtlich gelungen. Und weil sie, ich sag mal, davon sehr betroffen gewesen ist, ist sie dann anschließend auch in der fachlichen Anhörung nicht so gut aufgeschlagen, wie sie hätte aufschlagen sollen oder eigentlich müssen. Ja, weil sie furchtbar unter Druck war. Furchtbar nervös, unter Druck war. Und hinzu muss man noch wissen, dass nach meinen Informationen auch in ihrem familiären Umfeld es gesundheitliche Probleme gibt, und die auch noch sich zusätzlich belastend auf die Kandidatin ausgewirkt haben. Und vor dem Hintergrund ist das nach meiner Einschätzung fast so etwas wie eine regelrechte, von Anfang an beabsichtigte Hinrichtung gewesen. Ja. Und ich muss zugeben, wir haben offensichtlich als EVP-Fraktion, als größte Fraktion in diesem Hause, die aber nun mal auch nicht die Mehrheit hat. Wir sind zwar die Größten, aber wir haben nicht die Mehrheit, das muss man so sehen.
es nicht geschafft, einfach weil die Gegebenheiten so gewesen sind, das im Vorfeld vernünftig auffangen zu können. Und jetzt ist das eingetreten, was eben eingetreten ist. Aber wir haben Sie unterstützt. Wir haben Sie unterstützt. Wir hätten Sie auch sicherlich Sie hätte bleiben müssen. Wir hätten Sie auch unterstützt bis zur entscheidenden Abstimmung in der kommenden Woche. Überhaupt gar keine Frage. Das stand völlig außer Diskussion. Aber sie hat dann von sich aus, aufgrund des massiven Druckes, dem sie ausgesetzt war, sowohl in Bulgarien als auch hier, entschieden, dass sie für dieses Amt nicht weiter zur Verfügung steht. Aber sie bleibt Außenministerin in Bulgarien. Da habe ich keine sicheren Informationen bisher drüber. Jedenfalls ist es so, dass wir diese Entscheidung zu respektieren haben, unabhängig davon, ob sie uns gefällt oder nicht. Wir haben sie zu respektieren. Und es gibt jetzt einen neuen Vorschlag für das Amt. Dieser Vorschlag ist ebenfalls ein EVP-naher Vorschlag und ist ein hochqualifizierter Vorschlag, der jetzt erneut auf den Weg gebracht worden ist. Also nicht eine Außenministerin, aber immerhin die Vizepräsidentin der Weltbank. Und eine Dame, die auch gerade in dem Bereich humanitäre Hilfe, Entwicklungshilfe über erhebliche Erfahrungen verfügt. Also ich denke, das ist nach der Papierform jedenfalls ein guter Vorschlag. In der Praxis führt das natürlich dazu, dass der Zeitplan hier auseinandergefallen ist, weil wir müssen diese Dame natürlich wieder anhören. Die Dame muss die Möglichkeit haben, auch binnen einer Frist von 2 Wochen, das ist das Agreement, das man gefunden hat, sich angemessen vorbereiten zu können. Stand der Dinge ist jetzt, und das wird wohl in der Konferenz der Präsidenten morgen beschlossen werden, also in der Fraktionsvorsitzendenkonferenz morgen beschlossen werden, dass am 3. Februar die Anhörung sein soll. Das ist der Mittwoch, also heute genau in 2 Wochen. Und dann wird wahrscheinlich in der Februar-Straßburg-Woche am 9. oder am 10., zurzeit plant man den 9., dann endgültig über die Kommission abgestimmt werden. Jetzt geht es aber nicht nur um die Kommissare, sondern es geht auch massiv um die Inhalte. Das heißt um die Frage, wie denn die künftige Zusammenarbeit zwischen Kommission und Parlament organisiert ist. Und da steht viel in den Verträgen, aber eben nicht das Kleingedruckte. Jeder weiß das. Es gibt bürgerliches Recht, in dem die grundsätzlichen Regeln des Vertragsrechts festgelegt sind, aber die Feinheiten, die stehen alle in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und so ähnlich ist das hier auch. Das heißt, wir haben den Vertrag, der regelt grundsätzlich das Verhältnis der Institutionen zueinander. Darüber hinaus gibt es aber interinstitutionelle Vereinbarungen. Das ist das Kleingedruckte, auf das kommt es an. Und dieses Kleingedruckte, das müssen wir mit der Kommission eben noch verhandeln. Da bist du unser Sprecher. Wir hatten 2 Verhandlungsrunden, wir werden nächste Woche noch eine haben. Es gibt, das kann ich sagen, signifikante Fortschritte, aber wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen. Du bist bisher zufrieden. Ich bin mit dem Verlauf bisher zufrieden, aber es gilt das, was unser früherer Präsident Hans-Gerd Pöttering hier immer gesagt hat. Das Deal ist erst dann gemacht, wenn alles klar ist. Ja, und es ist noch nicht alles klar. Ja, und was haben wir denn erreicht und was wollen wir erreichen? Also was wir vor allem erreichen wollen, ist, wir wollen eine Verstärkung des indirekten Legislativrechts des Parlaments. Und zwar, was ist das? Das will ich erklären, das Initiativrecht des Parlaments, das ist eigentlich richtiger. Die Verträge sehen vor, und das ist Gemeinschaftsmethode, so nennt man das, dass das Initiativmonopol für Gesetzesvorschläge bei der Kommission liegt. Das heißt im Klartext, das ist an sich auch nur, im Prinzip ist das richtig, entspricht übrigens auch der faktischen Praxis in fast allen Mitgliedstaaten. Der Praxis in fast allen Mitgliedstaaten. Dass also die Exekutive die Vorschläge für Gesetzgebung macht. Auch in Luxemburg, die Regierung macht die Projekte. 99% kommen von der Regierung. Das ist eigentlich überall genau das Gleiche. So, und das ist im Prinzip akzeptiert. Aber da das Parlament, wie gesagt, nach den Verträgen kein eigenes formales Initiativrecht hat, also nicht eine Gruppe von Abgeordneten sagen können, wir schlagen jetzt dies und jenes Gesetz vor und damit automatisch im Gesetzgebungsverfahren sind. Oder wie bei uns, die Abgeordneten können einen Gesetzesvorschlag machen. Hat der Vertrag schon im alten Nizza-Vertrag, im Artikel 192 vorgesehen, dass das Parlament einen Vorschlag machen kann, den mit qualifizierter Mehrheit beschließen muss, und dann die Kommission entscheidet, ob sie diesen Vorschlag übernimmt und ihn als eigenen Vorschlag einbringt. Das machen wir auch manchmal in Initiativberichten. Richtig. Legislative Initiativberichte sind das bei uns nach Artikel 39 der Geschäftsordnung. Davon hat es in der letzten Legislaturperiode, ich glaube, 19 gegeben. Und davon sind auch rund 3/4 von der Kommission übernommen worden. So, und jetzt haben wir folgendes praktisches Problem. In der alten interinstitutionellen Vereinbarung hat die Kommission sich pauschal verpflichtet, prompt darauf zu reagieren und Vorschläge zu unterbreiten. Wir haben aber die Erfahrung machen müssen, dass eine Reihe von diesen Vorschlägen, insbesondere solche in der Kompetenz von Charlie McCreevy, dem Binnenmarktkommissar, über Jahre hinweg liegen geblieben sind und nicht aufgearbeitet wurden. Ja, ich weiß das ganz genau, weil ich in dem Ausschuss sitze. Das ist ein Riesenproblem, das meines Erachtens nach jetzt zu einer qualitativen Verbesserung dieser Regel führen muss.
Und die Regel ist jetzt im neuen Vertrag von Lissabon übernommen worden. Die hat eine neue Nummer, das ist jetzt Artikel 225, aber ist inhaltlich praktisch gleich. Und was wir jetzt wollen von der Kommission, ist die konkrete Verpflichtung, binnen bestimmter Fristen zu reagieren. Und das kriegen wir hin. Das sieht so aus. Ja. Das sieht so aus. Und wenn er das nicht macht, Herr Barroso, das ist eine Conditio sine qua non. Dann hat er ein Problem. Das heißt, wenn er das nicht macht, dann wird das Parlament die Abstimmung über die Kommission noch einmal verschieben. Das ist überhaupt kein Thema. Also wir sind am Drücker. Ja. Wir sind am Drücker. Und wir wollen das auch so durchführen. Vielen Dank, dass du uns das erklärt hast. Sehr kompliziert, aber sehr wichtig, dass unsere Zuhörer das auch verstehen. Ich sage auch merci, dass du 30 nur gelauscht hast. Da bis die nächste Woche. Gut. Danke.